Die Radrennen zu begleiten. Ja, das hat mir immer gut gefallen, sagt der alte Mann. Und es hat nie einen Unfall gegeben, wollte Lars wissen. Bei den Velorennen zum Glück nicht. Aber wenn ich mit meinem Kollegen Patrouille gefahren bin, sind wir viel zu Unfällen gerufen worden. Einmal sind wir auch zufällig auf einen Unfall gestossen. Da mussten wir schnell handeln, weil es gefährlich hätte werden können. Der Lars meint, der alte Mann sei eher ein Zauberer als ein Polizist. Kaum fängt er an zu erzählen, fühlt sich der Lars mitten in der Geschichte inne. Der Polizist fährt auf der Autobahn. Sein Kollege folgt ihm mit ein bisschen Abstand. Die Autobahn macht eine leichte Rechtskurve. Auf beiden Seiten der Strasse hat es Böschungen. Man sieht nicht weit. Auf einmal bremst der Polizist. Weiter vorne stehen verbühlte Autos auf der Fahrbahn. Es hat möglicherweise einen Unfall gegeben. Die Stelle ist gefährlich. Andere Autos könnten möglicherweise nicht mehr rechtzeitig bremsen und stossen mit den Unfallautos zusammen. Der Polizist vermutet, dass der Unfall gerade erst vor kurzem passiert ist. Sein Kollege hat den Unfall auch bemerkt. Er hat angehalten, schaltet die Warnleuchten ein und haltet die nachfolgenden Autos auf. Der Polizist stellt das Motorrad auf den Pannenstreifen und meldet den Unfall über Funk. Die Zentrale fordert sofort einen Krankenwagen und die Feuerwehr auf. Dann kontrolliert der Polizist die verunfallten Autos. Die Leute, die laufen können, haben sich auf dem Pannenstreifen versammelt. Ein Fahrer ist im Auto eingeklemmt und kann nicht mehr aussteigen. Der Polizist redet beruhigend mit ihm. So viel passiert gleichzeitig und die Zeit vergeht schnell. Auf einmal ist die Unfallstelle voller Leute. Polizisten fotografieren und messen die Bremsspuren aus. Sanitäter kümmern sich um die Verunfallten. Feuerwehrleute befreien den Eingeklemmten aus seinem Auto. Lastwagen mit Kränen stehen bereit, um die verunfallten Autos abzutransportieren. Bald kann der Verkehr auf der Überholspur wieder fahren. Langsam rollen die Autos an der Unfallstelle vorbei. Der Polizist und sein Kollege helfen bei der Verkehrsregelung. Nach 2 Stunden ist dann nichts mehr vom Unfall zu sehen. Der Verkehr läuft wieder ungehindert über die Strasse. Ich habe viel erlebt mit meinem Motorrad, sagt der alte Mann neben Lars. Es tönt nachdenklich. Und ich hatte einen schönen Beruf. Ist Ihnen nie langweilig geworden? Wollte Lars wissen. Ich meine, das Motorrad, ja, das steht jetzt im Museum und... Aber er bekommt keine Antwort. Der Lars dreht sich um. Aber er steht allein da. Allein vor dem alten Motorrad.